Vielen Dank, Ladina, und welcome hier im Studio, wo wir noch ein kurzes Q&A haben werden mit Leo zusammen. Schön bist du hier. Vielen Dank, sagt man noch, oder? Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz 2, 3 Punkte. Wieso ist die Bibel immer noch wahr? Wieso soll ich immer noch an die Bibel glauben? In der ganzen Geschichte hat Gott Menschen eingesetzt, die eigentlich auch Wächter gewesen sind, dass diese Urtexte von ganz, ganz früher akribisch genau geblieben sind und sich nicht verfälscht hat. Im Jahr 1947 hat man dann in den Qumran-Höhlen das gefunden, diese Dokumente, tausende Dokumente, hat sie verglichen und gemerkt, die Abweichungen sind minim. Und Gott hatte immer dieses Hand im Spiel, dass diese Dokumente auch nicht verfälscht werden. Und es ist die Geschichte von einem liebenden Gott mit dramatischen Menschen, mit einem guten Ende, wenn wir das wollen. Und wieso wird die Bibel heutzutage immer noch von der Wissenschaft und auch in der Theologie so kritisch betrachtet oder auch auseinandergenommen? Ist halt so, weil natürlich halt, ich sage jetzt mal, die Wissenschaft, die will das Wie beantworten, wie ist die Erde entstanden, und die Bibel, warum gibt es uns Menschen? Und die Bibel hat nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Buch zu sein. Und wenn natürlich dann manchmal die Christen das Gefühl haben, wir können mit der Bibel alles wissenschaftlich erklären, geht man oft zu weit in dem Sinne. Also die 613 Gebote von Moses waren eigentlich Life-Coachings gewesen. Also was ist gesund zu essen? Wie kann man sich auch im Sport fit bleiben, in der Seele, im Geist? Also das sind ganz andere Bereiche, und da hat natürlich oft so in der Christenwelt mir gesagt, Gott hat die Himmel und Erde erschaffen, 7 Tage, Punkt, fertig, aus, erledigt. Aber das ist die Wie-Frage nicht geklärt. Und die Wie-Frage beantwortet Gott nicht, weil das man auch ganz verschieden sehen kann, vielleicht auch verschieden entdeckt. Und ich glaube, das ist eine Frage, die Wie-Frage, die wir Menschen oft wissen möchten, oder? Immer, das ist immer, wollen wir wissen, wie ist es entstanden, aber das beantwortet Gott nicht in dem Sinne, weil es ist für Gott nicht die wichtigste Botschaft. Die wichtigste Botschaft ist, ich möchte euer Gott sein und mit euch eine Freundschaft haben, aber ihr könnt selber wählen. Das ist so die wichtigste Botschaft in der Bibel. Also hätte er jetzt das wissenschaftlich alles erklärt, hätte Gott eine Box aufgemacht, die er gar nicht aufmachen wollte in dem Sinne. Ja. Die Christen früher, die hatten ja keine Bibel. Warum sollen dann wir heute an die Bibel glauben? Sie hatten 2 Sachen. Sie hatten die alten Schriften, Genau. sie hatten ja diese Rollen, Jesaja-Rolle und alle diese Dinge. Und sie kamen 3-mal im Jahr in Jerusalem zusammen, wo man die Geschichte erzählt hat vom Auszug von Ägypten, also alle diese Dinge. Eigentlich waren es 3-mal im Jahr eine Bibelschule, so gesagt, oder eine Jüngerschaftsschule, wo sie einander, den Kindern und alle erklärt haben, was ist die Geschichte von Gott. Wenn jetzt wir zum Beispiel sagen, wir haben die Möglichkeit, wir haben eine Bibel, und sagen, ich lese sie nicht, weil sie hatten es auch nicht, dann muss ich sagen, da musst du mindestens 3-mal im Jahr in eine Bibelschule gehen und dich da auseinandersetzt mit der Geschichte Gottes. Also oft geht so der Vergleich nicht ganz auf, wo Leute machen. Logisch gibt es Länder, wo die Leute nie eine Bibel haben, weil man hat sie nicht übersetzt, und Gott begegnet denen in einem Engel oder schickt einen Missionar und sie kommen zum Glauben, und da erzählt man das Evangelium mündlich in dem Sinne. Aber wenn man eine Bibel hat, ein so wunderbares Buch, dann sollte man schon drin lesen, weil, wie gesagt, wenn ich die Bibel lese, sie beginnt mich zu lesen, sie inspiriert mich gewaltig. Ja, trotzdem, wir hatten vorher eine Umfrage gemacht bei den Online-Leuten, wie dein Zugang zu Gott ist. Und die Bibel, die schneidet immer eher relativ weit unten ab. Worship und all das ist immer viel weiter oben. Wieso ist das so, dass irgendwie heutzutage viele Leute die Bibel vielleicht zwar lesen, aber Gott trotzdem nicht wirklich zu ihnen spricht durch dieses Buch? Also ich glaube, es sind mehrere Dinge. Das eine kann ich mir vorstellen, dass Leute sagen, es ist langweilig, es ist immer das Gleiche, es ist immer die gleiche Geschichte David gegen Goliath. Dann gibt es auch den Punkt, wo man gewisse Dinge einfach nicht versteht. Jetzt im Alten Testament, sage ich jetzt mal so gesagt, auch gewisse Dinge von Paulus nicht versteht. Das kann einer der Gründe sein, aber ich sage immer, dann liest doch jeden Tag einen Psalm oder so ein Kapitel aus den Sprüchen. Es gibt ja auch viele ganz einfache Dinge von auch der Live-Coachings, aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, wenn ich die Bibel aufmache, es ist ein anderes Buch, als wenn ich jetzt auf TikTok, Instagram und diese Dinge lese und auch die coolen Clips anschaue. Es hat nicht die gleiche Komponente, weil Gott eben immer wieder durch das Wort spricht. Und ich mache es einfach so, ich habe immer so ein Thema, wo ich dran bin, wo mich interessiert, dann forsche ich lese und lese auch diese Dinge nach, und ich bin immer mega inspiriert, weil es macht ja in mir etwas. Herzlichen Dank für diese Schlussworte. Also ich wollte gerade, darum haben wir auch diese Reihe gemacht, weil mir bewusst geworden ist, dass viele die Bibel nicht mehr lesen, und es gibt auch viele Irrlehren über die Bibel, und darum haben wir gesagt, wir müssen das Wort Gottes, das Fundament, wo Frauen und Männer auch ihr Leben gegeben haben, den Leuten wieder schmackhaft machen, weil wie ist die Bibel entstanden, ist genauso wichtig wie
sagen, wie lese ich die Bibel, Ja. weil es gehört nämlich dazu, weil dann weißt du, aha, die Hände Gottes waren ja im Spiel und darum haben wir die Serie auch bewusst gemacht, von einem ganz anderen Winkel mal zu erklären, wie sind diese Dinge entstanden und das gibt ja dann plötzlich ein Bild, dass du merkst, es ist gar nicht so kompliziert eigentlich. Eigentlich, ja, genau. Eigentlich. Eigentlich. Hey, ja, und wenn du denkst, ja, ich muss irgendwie Veränderung haben in meinem Bibellesen und du hast dieses Buch noch nicht von Leo und Susan, Bibellesen wie niemals zuvor, dann empfehle ich dir wirklich, dass du das heute noch bestellst bei uns im Online-Shop, weil da hat es 31 Gedanken drin, wie du die Bibel wirklich einmal anders lesen kannst. Es soll Inspiration sein, dass du eben mal Sachen ausprobieren kannst. Dann noch eine letzte Info, der Entdecke Gott-Kurs hat angefangen, es ist aber noch nicht zu spät, dass du dich noch heute anmelden kannst und nächsten Dienstag mit dabei bist. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.